Muss noch mal de Mikro machen. Okay. Wie war's duschiert? Ja, du. Wie war es duschiert? Herzlich willkommen heute bei der ersten oder wieso schon zweiten Episode von 2015, beziehungsweise die erste Episode vom 3.0 Reboot Stuff und so. Und zwar haben wir an dieser Episode folgende Sachen, sind nicht gut vorbereitet. Also eine Spielvorstellung, die ein bisschen speziell ist, das sieht auch noch wie war. Ein Hot or Not zu einem aktuellen Spiel, was ganz interessant vielleicht kann gehen. Und dann natürlich auch noch den G-Log. Wir führen alle mal das Intro! Fangen wir mit der Spielvorstellung an, und zwar ist das für den 3DS The Legend of Zelda Triforce Heroes. Weil ich aber keinen gemoddeten 3DS habe, wo dann so ein Game Capture Card dran ist, weil das viel zu teuer ist, habe ich dann mit der Kamera filmen. Das ist dann ein bisschen mehr gute Qualität, aber der wird schon gesehen, was so läuft, also viel Spaß damit. The Legend of Zelda Triforce Heroes ist ein Zelda-Spiel, das ein bisschen mehr speziell ist. Es kann ihn als Mischung zwischen Four Swords und A Link Between Worlds betrachten. Four Swords, weil es ein Multiplayer-Zelda-Titel ist, und aus dem A Link Between Worlds als die mit den flexiblen Waffen überholt gehen. Die verschiedenen Level sind speziell auf 3 Spieler ausgelöst. Es kann ein Spiel also komplett am Local- oder Online-Koop spielen oder aber auch allein, wo ihn dann zwischen den 3 Links hin und her switchen kann. Für sich am Online-Modus koordinieren zu können, hat ihn untersten Bildschirm verschiedene Icons, die ihn untippen kann. Nicht die beste Kommunikation, mit einem erstaunlich cleveren Ersatz. Ein wichtiges Element am Spiel sind die verschiedenen Kostüme, die ihn herstellen kann. Alle Kostüme haben unterschiedliche Effekte. Zum Beispiel kann ihm am Kokiri-Kostüm immer 3 Pfeiler am Platz von einem verschießen. Die gebrauchten Materialien für die verschiedenen Kostüme finden Ende von allen Level. Auch noch zu erwähnen, dass die just Spiel braucht, für mit 2 Kollegen zusammen spielen zu können. Ich persönlich fand das Spielprinzip ganz gut gelungen. Es ist ein amüsanter Zelda-Titel, den ich auch immer zwischendurch immer spielen kann. Von der Spielvorstellung nur direkt auf den Hot or Not, und zwar ist es das brandaktuelle Spiel, und zwar Call of Duty Black Ops 3. Das ist mein erstes Call of Duty seit Jahren, weil ich einfach nicht mehr zufrieden war, weil immer dasselbe dann hier und da wie mit Assassin's Creed und so, die Serien, die halt alle Jahre rauskommen. Aber weil hier einfach ein Koop-Modus dabei ist, habe ich schon gedacht, manchmal direkt in Hot or Not raus, und zwar mit einem Kollegen zu suchen. Und du haben wir als glückliche Gewinner. What? Ich bin Hunger. Voilà, ich bin hier beim Alex. Wir machen hier als einen Koop coolen Black Ops Run. Ich weiß nicht. Als ein Hot or Not, das ist als echt Impression vom Spiel. Wir müssen das tummeln, weil Nintendo Direct fängt gleich an. Wer an? Was du? Nee, das ist ein Hendrix. Oh Gott, den Aim. Headshot, bitches. Scheiße, so dumm. Habt ihr auch schon auf den Geschoss, den man so hat? Wow. Das ist automatisch umgegangen, ne? Ja. Ja. Guckst du hin? What the shit? Was heißt du, Fabisch? Ey. Okay, nein. Ah, das ist der Roboter. Sieh das? Mhm. Zumal den schon helfen. Alien. Ne, wir kosten noch Digit. Na, mo. Also, ja, What the shit? What? Lass mal noch hin. Was ist denn das? Joch. Oh. Hilft. Pass mal etwas.
Man muss noch jetzt ran. Schlau. Das muss was mit sein. Gott, verdreht oder? Oh, ja, ganz gescheit. Ja, Box drauf, oder? Ah ja. Ich hatte vergisst für den Dach selber de Fazit vom Hot or Not abzuholen. Du wenn das dann noch dem Alexing Meinung leider nicht am Video dran. Aber ich muss so, ich bin aber ziemlich zufrieden. Also der Koop-Modus, wie gesagt, war ja ein von den Hauptgründen, wie war ich kaufen, für einfach die Local Koop-Action zu holen. Das ist einfach etwas Ähnliches wie just online zu spielen. Den Zombie-Modus habe ich schon nicht getestet, wenn das bestimmt auch, wenn ich zu Feuer auf einer Konsole spielt, ziemlich schwitzig. Ja, ansonsten hatte ich halt auch noch dann nur um Abholen noch ein bisschen weitergespielt, mit Multiplayer und so. Boah, das ist schon nicht so viel geändert. Du sollst schon nicht wegschäbst dazu, das halt Call of Duty Multiplayer. Muss ich gerne holen oder halt nicht. Mir trotz allem Mengen, dass das Spiel halt aber in Hot verdient wird. Also, Hot. Als nächstes kommen wir dann zum Gmod. Und zwar hast du gesagt, dass du ein bisschen so das, was ich die Woche drüber getrieben habe, normal von Molo die letzten Wochen so punkto Game Grounds Reveal und hier und da, wie schon an dem anderen Video gesagt hat, ein bisschen um Video-Editing-Trip. Du weinst mit dem Greenscreen-Tipp sie hier und natürlich noch viele Effekte mit dem Intro und hier und da. Interessiert mich und das hat viel Zeit gekostet. Mit war ganz interessant ist und mich mit Tutorials über YouTube gelernt. Also ich fand wirklich viel interessante Tutorials auf YouTube. Und habe ich so von allem ein bisschen so geholfen, zum Beispiel den Reveal-Trailer zu machen. So, das soll am Anfang den Intro gehen. Und du war mir da nicht so gelungen, wie ich das wollte machen. Ich habe den Teaser draus gemacht, nicht den Reveal-Trailer, den Teaser draus gemacht. Und ja, voilà, halt mit den Looten-Effekten an hier und da und den Intros auch ganz cool gehen. Der ist so schon selber gemacht. Egal, ich fand das ganz cool gehen. Halt der Berg. War das so so. Aber wie so den Noven werde ich dann Nintendo Direct gucken. Ich hoffe, dass die Sache bestätigt gehen. Natürlich, dass zum Beispiel dann dat 6 Charakter für Smash Bros von dem Smash Ballot wo sie machen. Ich würde Leute konnten schreiben, wenn Charakter dazu wollen hun. Ich hoffe, dass das stimmt, dass du so 6 raushole, weil dann ist die Chance groß, dass den Banjo-Kazooie, ja, das, der Banjo und Kazooie mit dabei sind. Und das wäre schon richtig cool. Du hast noch so mal. Ich weiß nicht mehr, was gestern gehst. Wieso schon ganz hoch verhauen? Das ist einfach eine Idee. So kann er. Ihr wollt gesehen, wie das hier ausgesehen. Und ich mal mit die Scheiß Hecken am Strom. Also, la Studio, la, vous savez, la. Und mal die erste Loot und die zweite Loot. Und hier ist noch die andere, die dritte Loot da für den Greenscreen. Und wie gesagt, das da aus der Stange für die Cam. Und haben da noch gewollt und so. Die Blitzen da so aufgefallen, weil ich stehe so Drop-Leien hun. Voilà. Also. Am nächsten. Uppala. Fokus. What the fuck did I do? Voilà, das war noch schon für die erste bzw. zweite Episode. Wie nicht will hören. Für mich ist die erste Episode, voilà. Bei der Welt kann ihr dann in einer Beschreibung ganz viele Links finden. Und dort könnt ihr dann Gameground-Seite liken, für brandaktuelle News zu kriegen, wo ich gerade drin bin, mit was ich gerade zwaffen, aber für sich. Oder natürlich Video Games Alu liken, kommt dann der Gaming Café etc. Blablabla, der wisst alles. Aber was ihr könnt machen, ist den Twitter von Video Games Alu followen, wo schon abonnieren sind, followen, weil da werde ich auch so ein bisschen so verstoppt, also nicht verstoppt, mehr so mir aktuelle Sachen zielen, so das an Twitter, die kleinen Messagen und so. Du wennst cool Sachen, followen, merci, mehr wollte ich nicht.